Bald werdet ihr das Land in Besitz nehmen, das der Herr, euer Gott, euch geben will. Vielleicht werdet ihr dort eines Tages sagen, wir wollen einen König haben, so wie alle anderen Völker ringsum. Dann ernennt aber nur den zum König, den der Herr, euer Gott, erwählt. Wenn er König geworden ist, soll er kein großes Reiterheer aufbauen. Euer König soll auch nicht viele Frauen haben. Er darf auch kein Gold und Silber anhäufen. Wenn er den Thron seines Reiches besteigt, soll er sich eine Abschrift von diesem Gesetz geben lassen. Er muss sie immer bei sich haben und täglich darin lesen, solange er lebt. Ich will noch mal beten zum Anfang. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Wort, für das Wort, das du uns gegeben hast. Ich danke dir für die Relevanz von deinem Wort, für unser Leben daraus heraus. Hilf uns, unser Leben nach dem Wort auszurichten. Ich danke dir für die Gemeinschaft heute Morgen, wo wir miteinander dürfen haben, bei dir und miteinander. Wir wollen, dass unser Leben zum Blühen kommt. Und das Leben daraus entsteht, das ansteckend ist in unserem Umfeld. Amen. In dem Serien-Slide Sommerserie steht unten erfrischend. Und vielleicht, wenn ihr jetzt meinen Titel nochmal leset, den Dani schon gebracht hat, 80% negative Gedanken und was das mit Königen zu tun hat, dann denkt man vielleicht eher an ein Eisbad als jetzt hier so einen erfrischenden Sprung in eine Party oder so. Aber ich verspreche euch, es wird nicht schwer heute Morgen oder noch zeitweise. Der Bibelvers oder respektive in dieser Sommerserie dürfen wir ja auch, wir, die predigen, etwas bringen, was uns auf dem Herz ist. Und der Bibelvers, der ist, seit ich 17 bin, triggert der etwas in mir. Ich weiss nämlich, ich habe im Vorbereiten, habe ich auf einmal so eine Vision gehabt. Ich habe mich selber gesehen an dem Ort, wo ich das erste Mal so aktiv gelesen habe. Das war in meiner Schreinerlehre. Habe ich einmal über den Mittag die Bibel gelesen, auf den Stegen in Estrich rauf, in der Schreinerei. Dort war niemand bei dem Mittag. Und ich weiss noch, wie ich den gelesen habe und der mich triggert hat. Und seit da, wenn ich über den Bibelvers stolpere, wenn der in meiner Jahresbibel dran ist, dann triggert er etwas. Dann merke ich, da ist etwas. Und was darum gegangen ist, um was predige ich in dieser Sommerserie, ist mir sofort aufgekommen. Und darum wollen wir den miteinander ein bisschen ins Zentrum nehmen. Die Sommerzeit ist doch auch die Zeit, wo es ein bisschen langsamer ist. Für die jetzt da sind. Wenn ihr gerade heute Nachmittag in die Ferien abfahrt, dann ist so packen und alles und so. Aber es ist, man merkt, die Straßen sind leer und bei mir die Agenda auch ein bisschen, oder? Und das hilft mir, zum manchmal auch wieder so über Fragen, wo ich nachdenken kann. Und da poppt bei mir auch immer im Sommer eine Frage auf, das hat vielleicht mit dem Alpha Life zu tun, wo dann gerade so fertig ist. Der letzte Abend im Alpha Life heisst nämlich, wie mache ich das Beste aus dem Leben? Und die Frage ist mir jetzt in der Sommerzeit so wieder aufgekommen. Wie mache ich denn das Beste aus dem Leben? Ich habe ein bisschen da darüber nachgestudiert. Und ich finde es eine mega schwierige Frage. Jetzt für die gerade beim Alpha Life waren, dort habe ich es so locker präsentiert. Oder so. Aber eigentlich beschäftigt mich die Frage ein bisschen mehr. Ja, haben wir es denn in der Hand, um das Beste aus dem Leben zu machen? Die einen müssen ja viel mehr tragen als die anderen. Ist das euch schon mal aufgefallen? Manchmal denken wir doch so, da kannst du das Beste daraus machen, oder? Aber ich, der in dem hineinstehe, die Schicksalsschläge haben, die gesundheitlichen Herausforderungen, das ist doch irgendwie schwierig. Dort sind wir schon bei den Schwierigkeiten im Leben, oder? Dieser Sommerserie, die erfrischend, ermutigend sein soll. Und da wollte ich eben wieder einen Wink zu der Bibel machen. Es hat mich nochmal begeistert, wie in der Bibel etwa 365 Mal, also ob es jetzt genau 365 Mal sind, heisst, wir sollen uns nicht fürchten. Und man kann so plump sagen, das ist einmal pro Tag, oder? Für das ganze Jahr lange das. Und jetzt, ob es 365 genau sind oder im Kontext so ein bisschen, oder vielleicht noch ein bisschen zurechtbogen, dass man am Ende noch eine andere Übersetzung nimmt. Fakt ist, Gott will, dass wir uns nicht Sorgen machen. Und er gibt das in seinem Wort zu uns. Und das begeistert mich. Ich bin nämlich in der Vorbereitung, oder vor der Vorbereitung, bin ich über einen Artikel gestoßen, wo geheissen hat, dass wir zwischen 60.000 und 80.000 Gedanken am Tag haben. Also einzelne, genau.
Das sind noch viele, oder? Das geht noch. Aber jetzt habe ich gelesen dort und ich habe dann so ein bisschen Research gemacht, dass bis zu 80% von denen negativ sind. Und zuerst habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich mich mal so über ein paar Tage probiert zu achten, was denke ich. Also ich habe jetzt nicht alle gezählt. Aber ich habe gemerkt, hey, wirklich, der grösste Teil von meinen Gedanken, die sind nicht so positiv. Ich bin ein bisschen nachforschen und eben, ob das genau 80% sind bis zu 80%. Aber überall, wo ich eigentlich etwas gefunden habe, bei Psychologen und so, die sagen, der grössere Teil von unseren Gedanken, die sind negativ. Wieso ist das so? Unser Hirn ist programmiert, zum Gefahren vorauszusehen. Es probiert vorauszusehen, dass wir eben ein gutes Leben haben, dass wir nicht in eine Gefahr laufen. Jetzt ist es aber so, haben wir eigentlich manchmal gar nicht mehr so viele Gefahren. Und unser Hirn ist aber so konditioniert. Überall eine Gefahr gesehen, oder? Oh, Achtung! Oder, oh, jetzt hat der einen neuen Rasenmäher, oder? Nein, jetzt brauche ich auch einen, oder? Schon negative Gedanken, oder? Ich meine, man kann nehmen, was man will, sind wir dort rein. Das ist nicht schlecht, um uns schützen vor Verletzungen, zum Sachen vorauszusehen, aber es ist eben eigentlich auch gar nicht so gut, nicht so ein gutes Rezept für eine optimale Leistung oder eben zum Beste aus dem Leben machen, wenn man nur Gefahren sieht, oder? Es gibt ja dann noch leichte Verschiebungen zwischen Mami und Papis, oder? Der Papi rührt das Kind ein bisschen höher auf als die Mami. Genau. Aber das ist nicht die einzige negative Botschaft, die ich heute noch da habe, über unsere Gedanken. Nämlich sind nicht nur bis 80% von unseren Gedanken negativ. Was viel schlimmer ist, ist, dass bis zu 95% von unseren Gedanken repetitiv sind. Das heisst, die negativen Gedanken, die du hast, die kommen immer und immer wieder. Ist dir das schon mal aufgefallen? Du laufst aus einer Sitzung raus, wo etwas nicht so gelaufen ist, wie du dir gewünscht hast. Eine belastete Beziehung, ein Problem, etwas. Und es drüllt und es drüllt und es drüllt. Und wir sind uns das gar nicht so bewusst. Vielleicht wachst du auch am Morgen um 3 Uhr auf und du kannst nicht mehr einschlafen. Was machen deine Gedanken? Sie drüllen, repetitiv, immer die gleichen, immer die gleichen. Jetzt im Coaching habe ich gelernt, nein, jetzt bringen wir noch nicht. Vielleicht kommt das im Alltag gar nicht so vor. Ich würde jetzt sagen, ich bin eher so ein freudiger Mensch. Und jetzt die mich kennen, würden das wahrscheinlich bestätigen, oder? Aber ist das die ganze Wahrheit? Ist das die ganze Wahrheit? Wir können uns doch recht gut verstecken, das ein bisschen kaschieren. Oder vielleicht auch schauen, wie ich mich präsentieren, oder? Doch sobald eine Stresssituation kommt, sobald es schwierig wird, haben wir so eine Rückfallstufe. Wir fallen so auf eine Rückfallstufe. Und das ist das, wer wir wirklich sind. Das ist das, was wir wirklich denken. Das, was wir wirklich ausmachen, oder? Jesus beschreibt das im Vers. Er vergleicht das mit einem Baum und sagt, kein guter Baum kann wirklich schlechte Früchte tragen und umgekehrt, oder? Und er bringt dann das, malt das noch ein bisschen auf und sagt am Schluss, denn wovon das Herz erfüllt ist, sprudelt der Mund über. Jetzt können wir das gut kaschieren. Aber sobald das ein Herd auf Herd ist, kommt das raus, was in deinem Herzen ist. Und das triggert etwas in mir. Weil wahrscheinlich wird Jessie, meine Frau, wüsste noch mal ein bisschen mehr als das, was einfach ihr jetzt da vorne von mir seht, oder? Und da haben wir mit Jesus einfach ein mega Vorbild, oder? Jesus hat das ihnen gemeistert. Wir sehen, wie er ein gutes Vorbild war in so vielen Stationen. Es ist auch spannend, oft, wenn es um Emotionen geht, kommt auch ein bisschen etwas mehr für, wer wir wirklich sind, oder? Wir Schweizer, wir sagen immer, ja, wir sind halt so ein bisschen abgeklärt, das auch im Gottesdienst, oder? Also so ganz krass aus uns raus gehen wir nicht. Also vielleicht tanzen wir ein bisschen beim Worship, oder? Nein, aber weißt, das ist einfach nicht meine Persönlichkeit, oder? Aber wenn jetzt die Frauen-Nazi gewonnen hat, ich weiss es nicht, oder? Dort, wo es um Emotionen geht, dort kommt unser Wahres raus. Und das finde ich schon spannend bei Jesus. Wenn Jesus Emotionen gezeigt hat, ist es nie um seine egoistischen Motive gegangen. Es ist immer um das Reich Gottes gegangen.
Jesus hat sich gewusst, selber zu schauen, sich zurückzuziehen, ohne sich im Zentrum zu haben. Er hat gewusst, die Balance zwischen sich schauen und sich zu verschenken, finde ich etwas extrem Cooles, was man bei ihm sieht. Wo Jesus nach der Misshandlung, Verspottung, Verleumdung, Folter ans Kreuz geschlagen wird, hat doch jeder gedacht, jetzt ist es fair, wenn er mal einen kurzen Ausraster hat, oder? Und sagt, ja, jetzt schlagen wir ans Kreuz. Ganz ehrlich, jetzt könnt ihr lachen, könnt dumme Sprüche machen. Irgendwann kommt der Moment und dann sagt er, Scheiße, der hat recht gehabt. Also ich hätte so reagiert, oder? Und was sagt er? Er schaut ja. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Daddy, vergib ihnen. Sie wissen doch gar nicht, was sie tun. Sein Herz war voll von dem Reich, von seiner Mission. Wir sehen es auch im Garten Gethsemane, bevor er verraten wird, ist er am Betten. Und das ist so ein ehrliches Gebet, wo er zu Gott betet und sagt, hey Daddy, wenn es möglich ist, nimm den bitteren Kelch, nimm das, was ich sehe, auf mich zukommt, nimm das weg. Ich habe Angst. Ich glaube, ich packe das nicht. Aber nachher sagt er, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein. Das ist hohe Schule und das überfordert mich total. Das überfordert mich. Viel zu oft geht es doch um meinen Vorteil, um meine Agenda. Mein Herz. Wie schaffen wir das Beste aus dem Leben zu machen? Wie schaffen wir ein Leben, das gute Früchte bringt? Und da sehen wir in den Sprüchen einen Vers, wo wir mal in der Small Group dürfen auswendig lernen. Beim Rudi Altdorf bin ich in der Small Group mit dem Dani und dem Reto und vielen anderen. Dort heisst es nämlich, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf dein Herz, denn es entscheidet über dein Leben. Der Rudi hat so ein Bild für die, die es noch kennen, mit einem Zügli so. Genau. Im biblischen Denken umfasst das Herz unser ganzes Inneres Sein, unsere Gedanken, unsere Gefühle. Darum wird der Vers auch sinngemäß oft so wiedergegeben, achte auf deine Gedanken und auf deine Gefühle, denn sie bestimmen dein ganze Leben. Was tue ich mit meinen Gedanken? Wie sehen meine 60.000 bis 80.000 einzelnen Gedanken am Tag aus? Wie geht es diesen repetitiven Gedanken? Im Coaching hat man das schon lange gemerkt. Das habe ich lernen in dieser kleinen Coaching-Weiterbildung, die ich mal gemacht habe, dass wenn jemand so in ein Gedankending gefangen ist in diesen Negativen, dass man es probiert motivieren, so eine 1:3-Regel. Ein negativer Gedanke mit 3 positiven Sachen zu ersetzen. Etwas mega Wertvolles, oder? Also ein Tipp, wenn du mal merkst, du bist so in einer Spirale hinein, überleg dir, mit was kann ich das ersetzen? Das kann ein guter Ratschlag sein, sobald du negative Gedanken hast. Und trotzdem ist es doch etwas, wo man hinten reinhängt. Gibt es nicht etwas, wo man wie präventiv voraus machen kann? Und jetzt will ich nochmal zum Königsgesetz kommen, das ich euch ganz am Anfang vorgelesen habe. Wo Gott sagt den Israeliten im 5. Mose. 5. Mose, zum Klammern aufmachen, 5. Mose ist das Buch, ist der Content, wo Gott dem Mose nochmal gibt, bevor sie ins verheißene Land hineingehen. Und jetzt für die das schon mal gelesen haben, die merken, das ist ziemlich viel Wiederholungen von Mitte 2. bis 4. Buch Mose. Das ist eigentlich wie so eine kondensierte Form, die er da nochmal gibt, oder? Und jetzt müssen wir wissen, dass die Israeliten 40 Jahre in der Wüste waren, ein paar Runden getragen haben und Gott gesagt haben, ihr, die am Anfang dabei sind, ihr kommt nicht ins verheißene Land. Eine neue Generation muss rein. Und die neue Generation steht jetzt vor dieser Grenze. Und der Mose wiederholt nicht einfach nochmal etwas, oder Gott. Sondern es ist eine neue Generation, die am Anfang nicht wissentlich dabei war. Das sind noch Kinder gewesen. Und jetzt kommt nochmal das Wichtige. Sagt er ihnen nochmal, hey, jetzt geht ihr in das Land hinein. Darum ist das so ein bisschen Repetition, oder? Wie oft lesen wir die Gesetze und denken, ehrlich, passiert mir, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und darum wollte ich es euch nochmal vorlesen. Bald werdet ihr das Land in Besitz nehmen, das der Herr, euer Gott, euch geben will. Vielleicht werdet ihr dort eines Tages sagen, wir wollen einen König haben, so wie alle anderen Völker ringsum.
dann ernennt aber nur den zum König, den der Herr, euer Gott, erwählt. Wenn er König geworden ist, soll er keine große Reiterheere aufbauen. Er darf auch niemanden von euch nach Ägypten schicken, um dort noch mehr Pferde zu bekommen. Euer König soll auch nicht viele Frauen haben. Er darf auch kein Gold und Silber anhäufen. Wenn er den Thron seines Reiches besteigt, soll er sich eine Abschrift von diesem Gesetz geben. Er muss sie immer bei sich haben und täglich darin leben, solange er lebt. Ich habe gewisse Sachen rausgestrichen, die einfach eine Ergänzung sind. Und nicht, dass ihr jetzt denkt, ich gehe da auch das Wort Gottes anpassen. Der Bibeltext ist bekannt als das Königsgesetz. Und für mich ist das so Gottes Prävention für die Könige gewesen. Spannend ist doch, dass Gott den Vers, die 5 Verse in ungefähr 400 Jahren, bevor er ihn gibt, bevor die überhaupt die Idee hatten, den König zu haben. Es ist mega spannend, dass Gott das dort sagt. Wieso? Weil Gott gewusst hat, was Macht auf Menschen und vielleicht besonders auf Männer für eine Auswirkung hat. Und es sind die 3 grossen Themen: Macht, Sex und Geld. Und er sagt, hey, falls das so weit kommt, dass ihr einen König habt, soll der das Zeug auswendig lernen. Jetzt kommt es mega, jetzt müssen wir nochmal eine Klammer aufmachen. Wenn wir das jetzt anschauen, kommt es mega auf dein Gottes- und auf dein Menschenbild drauf an, das du hast. Das müssen wir voran erklären, das musst du voran erklären. Wenn du nicht sicher bist, ob das ein guter Gott ist, dann kann es jetzt gefährlich werden. Weil dann sehen die Gesetze aus, so ein bisschen wie, jetzt ist er doch einfach eine Spassbremse. Er will nicht, dass mir es gut geht. Aber Gott weiss genau, wer du bist. Er weiss ganz genau, was du brauchst. Und er wird dir helfen, das Beste aus deinem Leben herauszuholen. Mich begeistert das. Gott ist viel mehr interessiert, dass du ein gutes Leben kannst haben. Ein Leben, das Früchte bringt, wo ihn reflektiert rundherum, als dass er dich einschränken will. Es kommt darauf an, wie du dich selber siehst, was du über dir denkst. Nochmal, mich begeistert, dass Gott gewusst hat, was die Könige wird beschäftigen, was ihre Stolpersteine sind. Das fängt alles so in den Gedanken an. Casting Crowns, das war eine Band, als ich in den 20er war, Worship-Band. Und die hat ein Lied gehabt, das mir wieder in den Sinn kam, das heisst «It's a slow fade». Es ist ein langsamer Übergang von da im Guten stehen und ihnen einen Scheissdreck machen. Es fängt in unseren Gedanken an. Wir dürfen das in unseren Gedanken, in unserem Herz kontrollieren. Und wenn wir das nicht kontrollieren, ist es dort das Problem. Und dann kommt wieder unser Rückfallmodus, unser Rückfallprotokoll in Sinn. Was ist unser Rückfallprotokoll? Was prägen wir mit unseren Gedanken? Mein Königsgesetz. Wo können wir uns aktiv und präventiv unsere Gedanken prägen mit biblischen Worten, um unser Rückfallprotokoll zu prägen? Ich weiss nicht, was dich beschäftigt, aber du weisst es. Und dabei müssen wir nachdenken, habe ich mich wieder gefragt, würde es sich lohnen, wieder Bibelvers auswendig zu lernen? Oder vielleicht auch Lieder. Ich meine, die Lieder, die wir gesungen haben, das sind ja die meisten sind Bibelverse. Ich weiss noch, oder die heutige Zeit schafft ja gegen uns. Mit dem Auswendiglernen. Wir haben ja immer unser Nattel dabei und du kannst alles googlen, du kannst alles mit AI, oder? Kannst du alles herausfinden. Du musst ja nichts mehr wissen heute, weil du hast die Informationen immer verfügbar. Und ich bin in einer Generation aufgewachsen, zum Teil in der Sonntagsschule, dann in der Royal Ranger, das ist so wie ein Pendant zu den Jungschen. Dort hat man so gewisse Stufen dürfen durchlaufen und hat so Prüfungen können absolvieren und hat dann so einen Badge bekommen, wo man dann mit sich annähen, ich weiss es nicht mehr, oder? Und da ist erste Hilfe und Knöpfe und weiss, aber es ist eigentlich immer noch ein Bibelvers dabei gewesen, wo man auswendig lernen, oder? Wenn es mühsamste gibt. Auch im Studium, oder? Einführung Neues Testament. Haben wir, glaube ich, 2 oder 3 Verse pro Buch müssen auswendig lernen. Kernaussagen, oder? Merkverse haben es geheißen, oder? So mühsam. Was bringt das?
Aber ganz ehrlich, so oft die Schwierigkeiten, so oft die Situationen, und ich brauche mir die Versen in den Sinn, die ich auswendig gelernt habe. Die Lieder, die ich im FF habe. Nochmal zurück zu Jesus. Wenn wir Jesus anschauen, hat er so viel mal die Bibel zitiert. Jetzt bin ich ein bisschen probieren herauszusuchen mit ChatGPT, wie viel Mal hat Jesus das Alte Testament wirklich, also 1:1 zitiert oder einfach so sinngemäß. Das sind etwa 180 Mal. Logo, da gibt es Überschneidungen von den 4 Evangelien. Aber wir sehen, dass er eigentlich so eine Bibliothek von Worten in sich hatte. Er hat gewusst, wie er auf innere und wie er auf äußere Einflüsse mit den biblischen Worten reagiert. Ganz klassisch, das haben wahrscheinlich alle schon mal gelesen und gehört. Wo Jesus versucht worden ist, hat er nicht argumentiert mit cleveren Argumenten. Nein, er hat biblische Worte, er hat biblische Verse aus dem Alten Testament entgegengegeben. Wo Jesus am Kreuz hängt, kurz bevor er stirbt, sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist nicht einfach das, was das tiefste in mir war. Nein, es ist ein Zitat aus Psalm 21. Jeder, der rundherum gestanden ist, die Juden dort haben die Bibel auswendig gelernt. Die Wörter aneinandergereiht sind bei den Leuten, ist ein Kopfkino losgegangen, von diesen Versen, die sie kennt haben. Die haben gemerkt, oh, der zitiert das Alte Testament. Jesus, seine Rückfallstufe, war eine Bibliothek von biblischen Worten, von Identität bis im Vater im Himmel, in seiner Mission, die er hatte. Ich denke, heute ist es dran, um ein Zitat umzuändern. Ja? So ein altwürdiges, oder? Das haben sie bei uns im Militär schon gesagt, dort haben sie es auch ein bisschen abgeändert. Und ich glaube, wir tun uns gut, und jetzt kommt das Zitat, investierst du in der Zeit, so hast du in der Not. Nicht einfach nur sparen, sondern dann, wenn wir Kapazität haben, investieren in ein Fundament, in ein Wort, dass wir es haben in der Not. Ich habe schon ein paar Personen begleiten oder besuchen mit Alzheimer. Und da wird ja so Präsenz vom Gedächtnis wird ausgelöscht, so langsam retour. Und ich habe es genial gefunden, wenn man dann mit alten Liedern oder mit Bibelvers gekommen ist. Mein Großvater, wenn du Psalm 23 vorgelesen hast, ist er dabei gewesen. Haben wir das noch? Vorletzte Woche haben wir die Diskussion am Pausentisch gehabt. Ich habe einfach ein unheimlich gutes Gedächtnis, wenn es um Witze und Geschichten geht, oder? Dann hat jemand gefragt, so ein bisschen, also weißt, so ein bisschen, ist das mega sinnvoll, oder so ein bisschen. Ich habe dann gekontert, weil ich einfach schlagfertig bin, dass ich mal gelesen habe, dass wir nur 80% von unserer Gehirnkapazität brauchen, was anscheinend nicht stimmt, aber genau. Mich hat es nochmal triggert in dieser Vorbereitung. Mit was fühle ich mich? Was ist meine Rückfallstufe? Ich will Gott nicht einschränken. Ich will Gott nicht klein machen. Und Gott kann uns in schwierigen Situationen als alles Ermögliche erinnern. Er kann Leute schicken, die uns die richtigen Bibelvers geben. Meine Erfahrung, und wenn ich so ein bisschen umgefragt habe, ist aber, dass mich Gott vor allem an das erinnert, was ich kenne. Nicht nur für mich, sondern wenn ich Ihnen einen Eindruck von Gott weitergeben darf, sind es meistens Verse, die ich kenne. Ich will mich nochmal entscheiden, oder ich habe mich nochmal entscheiden, mich strategisch mit Sachen zu füllen. Es gibt so gewisse Verse. Psalm 86,11, wenn es um meine Lebensführung geht, um Entscheidungen. Der Psalm 1 ist mir einfach in die Nähe. Der ist wie ein Baum pflanzt am Wasser. Der Psalm 23, wenn man das Gefühl hat, das Leben rinnt einem aus den Händen raus, wenn man Angst hat, dass man zu kurz kommt. Psalm 139, wenn man das Gefühl hat, ich habe mit Identität zu kämpfen.
Ich tue gerne so Sachen durchspielen. So kleine mathematische Übungen auf ganz tiefem Niveau. Das Jahr hat 52 Wochen. Wenn ich jede Woche einen Vers auswendig lerne, habe ich pro Jahr 52 Verse, die mich prägen können. Anstelle von 52 Witz. Wir sehen das an so vielen Orten in der Bibel, dass Gott die Anweisung gibt. Er sagt, hey, erzählt euren Kind und Kindeskind, was ihr erlebt habt. Und gerade am Josua, wo der Mose gestorben ist und ins verheißene Land hineinkommt, redet Gott zu ihm persönlich. Und es ist so ein 1-zu-1-Coaching von Gott. Und er sagt ihm, halte dich mutig und entschlossen an das Gesetz, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche kein Stück davon ab. Dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sag dir die Gebote immer und immer und immer und immer wieder auf. Das ist ein Fehler da auf der Folie. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach innen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe bei dir bei, wohin du auch gehst. Ich möchte euch einladen, in dieser Sommerferien, wenn es vielleicht ein bisschen ruhiger ist, euch über eure Rückfallstufen, über euer Rückfallprotokoll nachzustudieren. Vielleicht mal beobachten, was sind meine Gedanken. Welche Worte, welche Bibelstelle, welches Lied könnt dir präventiv helfen, dort, wo deine Achillesfersen ist, oder? Dein Schwachpunkt. Wir kommen jetzt in die Zeit vom Worship und ich will dich einladen, dass du Gott fragst. Wenn du nicht ganz sicher bist, fragen. Also er gibt das 400 Jahre voran für die Könige, oder? Er kennt dich. Du darfst an deinem Platz sein, du darfst den Gott anbeten, du darfst das Abendmahl nehmen und sagen, ich will dich nochmal aufnehmen, Jesus. Eventuell hast du so viele negative Gedanken oder hast du Mühe, um die Bibel zu lesen, hast du so Mühe mit dieser Bibel. Hey, dann lass ich dich beten. Entweder online über die Textnachricht, die du schreiben kannst, oder du kommst da vorne und sagst, ich brauche einfach einen Segen. Du darfst aber mit allen anderen Anliegen kommen. Ich will dich fragen, was soll dein Königsgesetz sein für die nächste Zeit? Ich will noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist, dass du so gute Gedanken über uns hast. Dass du bei uns beistehst, dass du uns zurufst. Hab keine Angst, ich bin dabei. Ob du durchs Feuer gehst, ob du durchs Wasser gehst, ich werde den glimmenden Durch nicht auslöschen. Ich will das euch zusprechen. Jesus, hilf du uns, für uns persönlich unser Königsgesetz zurechtlegen. Zieh uns an dein Herz und zeig du, was dran ist. Amen.